Grüß euch und willkommen zur ersten Folge von What the Fuck is Bayerisch. Ich habe meinen Text nicht über. Meine Muttersprache jetzt. Meine Muttersprache ist Deutsch. Meine erste Sprache würde ich Deutsch als Deutsch bezeichnen. Ja. Deutsch. Deutsch. Würde Deutsch sagen. Ja, Englisch. Deutsch. 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 Es ist schon Deutsch. Deutsch oder Slowenisch? Eher Dialekt. Nachdem ich aus dem Mostviertel komme, ist eher der Dialekt dort vorherrschend und Hochdeutsch wird dort eher weniger gesprochen. Hochdeutsch. Dialekt. Bei mir war es Hochdeutsch. Bei mir war es Dialekt. Dialekt, also am Anfang, ganz sicher. Immer, ja, Dialekt auch. Und welcher Dialekt? Pinzgau, Salzburg. Oberösterreich, Traunviertel. Eher Hochdeutsch, eher irgendein Dialekt. Ich komme aus Deutschland und spreche eigentlich Hochdeutsch. Also, ja. Nein, eigentlich nicht. Komme zwar aus Linz und ja, die meisten sprechen Dialekt, aber ich bin eigentlich Hochdeutsch aufgewachsen und werde somit manchmal mit einer Deutschen verwechselt, aber ich sage dann immer dazu, nein, ich bin Linzerin. Ja. Ja, Mühlviertlerisch einmal als allererstes. Also mein Dialekt und ja, im Weiteren halt dann Deutsch. Ja. In meiner Heimat, ich habe Englisch gelernt, in der Schule und auch Muttersprache. Dann dritte ist Deutsch. Naja, dadurch, dass meine Eltern beide aus dem Waldviertel kommen, würde ich eher sagen umgangssprachlich, aber mehr Hochdeutsch. Ja. Ja, ich denke schon Hochdeutsch, weil das ist das Erste, was die Eltern probieren ja schon nicht, dass du gescheit redest. Ja. Und in der Schule wird auch Hochdeutsch unterrichtet. Somit ist, glaube ich, Hochdeutsch eher die erste Form, die man halt wissentlich weiß, dass man es gern hat. Und dann kommt halt ein bisschen der Dialekt. Ja. Aber das ist eher Hochdeutsch. Ich habe da immer Hochdeutsch gesprochen und ich habe dazu auch Französisch da auf der Uni gelernt. Und von meinem Land her spreche ich ein bisschen Arabisch und Englisch. So ist das. Ja, ich studiere Sprachen und war auch öfters im Ausland und alles vermischt sich irgendwie. Es ist nur ein einziges Chaos in meinem Kopf inzwischen. Ich bin auch Mischling-Afrikaner, Uganda und Sudan. Und da spricht man auch lokale Sprachen und Stadtsprachen und alles Mögliche. Du bist also zweisprachig aufgewachsen. Genau. Okay, interessant. Wenn wir jetzt auf Deutsch gehen, eher Hochdeutsch oder eher Dialekt? Eher Kärntner Dialekt. Also du bist mehr oder weniger dreisprachig aufgewachsen. Ja, wenn man mal so nimmt, schon, ja. Naja, Dialekt aus Bayern, also so dieses bayerisch-deutsche. Ja, den Dialekt so um München herum. Eine Dialektform, die man in Bayern spricht. Bayerisch. Und würde ich als deutschen Dialekt im Bundesland Bayern. Ich weiß nicht, was ich da genau sagen soll. Also ich assoziiere es mit, weiß nicht, Weißwurst und Bier. Unter dem Wort Bayerisch verstehe ich einfach die Umgangssprache in Bayern, den bayerischen Dialekt. Der war sehr nah dem österreichischen, ist meiner Meinung nach. Ich verstehe nicht. Du meinst Borisch? Ja, verstehe, ich weiß nicht. Ja, ein Dialekt halt. Der bayerische Dialekt, ja, der ziemlich viele Ähnlichkeiten mit dem oberösterreichischen Ja. und niederösterreichischen Dialekt teilweise hat. Ja, jeder kennt sicher so die Serie Bulle von Tölz oder so und mit der Resi Berghammer und mit dem Benno, das ist eigentlich für mich bayerisch, so das was mir sofort eigentlich einschießt, wenn das Wort bayerisch war.
Grüß euch und willkommen bei What the Fuck ist Bayerisch. Das ist die erste Episode von einer Sendereihe, die sich mit dem Thema Dialekt beschäftigt und mit dem Spannungsverhältnis zwischen Dialekt und Hochdeutsch. Wir werden einige Experten befragen zu dem Thema, und zwar Sprachwissenschaftler, Schriftsteller, Dialektforscher und auch Musiker, damit wir mal ein bisschen fundierte Hintergrundinformationen finden. Erstens für Leute, die selber Dialekt reden, damit sie mal ein bisschen mehr über die eigene Sprache erfahren und lernen, aber natürlich auch für andere Leute, die das Thema eventuell auch interessiert. Wir stehen da vor einem neuen Institutsgebäude der Universität Wien, wo wir ja schon ein paar Statements von Studenten eingefangen haben, und schauen jetzt weiter aufs Institut für Germanistik, damit wir mal die erste und wichtigste Frage klären, nämlich, was versteht man überhaupt unter Bayerisch? What the fuck ist Bayerisch? Die Sprachwissenschaft versteht in Bezug auf die Dialekte in Österreich das Wort Bayerisch für jene verschiedenen Dialekte, die vom Adelberg, also dem Westende Tirols, bis zum Neusiedlersee und zur March im Burgenland und in Niederösterreich gesprochen werden. Bayerisch mit Ischem, das ist also immer, Bayerisch mit Ischem bedeutet also die kulturelle Variante, und Bayerisch mit Y ist also das staatliche, nicht? Also bayerisches Staatsfernsehen oder was hat man mit Y. Ne? Wir sprechen von Südbayerisch im Alpenraum und meinen damit die Dialekte in Tirol, in Kärnten, teilweise im Salzburger Lungau und in Teilen der Steiermark, besonders der Weststeiermark. Es gibt dann einen Übergangsraum zum Mittelbayerischen im Donauraum. Zum Mittelbayerischen gehört Oberösterreich und Niederösterreich mit dem Burgenland. Dazwischen aber gibt es eine breite Übergangszone, die man als Südmittelbayerisch bezeichnet. Und dazu gehören im Westen das Tiroler Unterland mit der Kitzbüheler Gegend und dem Unter-Inn-Gebiet. Es gehört dazu Salzburg ohne den Flachgau nördlich der Stadt. Und es gehört dazu ein Großteil der Steiermark, und zwar das Enztal mit der Mariazeller Gegend und dann das Mürztal und die Oststeiermark mit dem südlichen Burgenland. Gehören alle zum Bayerischen, also außer natürlich Vorarlberg.